D'Examenszeit ass River, du wies geht lorem voll ass mat Gamegrounds. An dieser Episode mal folgendes, und zwar erfolge ja nun next von der nächsten Woche, weil du etwas Spezielles lassen in der Video 10. Dann mal eine echt große Spielvorstellung und natürlich als News. Was lief denn noch nächste Woche genau? Ma die 3 aus endlicherem. Das heißt, du gehen dann Informationen zu nicht bekannten Titeln oder schon bekannten Titeln von Videospielern rausgebracht, sind Konferenzen von Microsoft, von Sony, von Nintendo und natürlich noch ganz viele einzelne Events, so, wie sich Square Enix, wo neue Sachen präsentiert, etc. So. Was du viele geben, dann nur mal zu denen. Wir mir offrieren ist quasi so ein Chatroom, wo da könnt Reaktionen mal austauschen. Das Ganze könnt ihr dann live auf twitch.tv gucken, das fängt meistens oben an. Wir haben noch ein Timetable, wo wir ja schon noch werden weisen oder so. Erst angehen. Und das alles findet ihr natürlich auf videogames.lu. Wildstar ist ein MMORPG von NCSoft und Carbine Studios und ist diese Woche live gegangen. Was Wildstar so speziell macht, und für was es sich lohnt zu kaufen, verrate ich euch jetzt. Das Spiel an sich erinnert mit der Grafik stark an den MMO-Gigant World of Warcraft, mit das aber auch schon das Einzige. Das Spiel hat zusätzlich einen ganz speziellen Humor, den zu so Mundschmunzlern feiert. Das Kampfsystem ist extrem dynamisch und erhebt nicht einfach nur durch Stehen und Knöpfe drücken, aber für alle Skill muss ein Zielen und sich bewegen. Mit einer Ausweichrolle kann ihn die gegnerischen Angriffe ausweichen und das ist zumal am PvP eine Grundlage, die ihn ansetzen muss, für zu überleben. Hat ihr keine Lust auf den PvE-Content, kann ihn auch bis an den PvP gehen, weil auch hier kriegt ihn XP und dann kann ihn ab Level 6 sein Charakterumfang nicht mehr mit PvP herableveln. Am PvP kämpfen die 2 Fraktionen, Exile und Dominion, gegen den Nehmen. Das kann schon recht chaotisch gehen, weil das riesige Wulst, wo ihn am Anfang just auf die Skill-Indikatoren aufpasst, und ihn nur wenigstens leider nicht so die, nennen wir mal, grafischen Aspekte von den verschiedenen Skills mitkriegt. Neben den Schlachtfeldern gibt es später auch noch viel andere PvP-Modi, wie zum Beispiel die Arena mit einem 2er, 3er oder 5er Team, oder kann er sich auch riesig 40 gegen 40 Belagerungen stürzen. Für ein Kurz zu der Charaktererstellung zu suchen, es gibt wie gesagt 2 Fraktionen mit jeweils 4 Rassen und am Ganzen gibt es 6 Klassen. Der klassische Krieger, den Damage oder tanken kann, der Spellslinger, der kann ihn auch als typische Jägerklasse anstufen, wobei ein High auch an Troll vom Hehler schlüpfen kann. Der Magier, den Esper kann wie gewinnt auch gute Schritt machen oder auch als Hehler die Gruppe umnehmen halten. Den Engineer, also Range DD, den aber auch gut keine Angst hat, für vom Boss da pur Optionen zu kriegen. Der Stalker ist der coole Schurkenersatz, den à la Wolverine die Leute mit seinen Klauen abschlitzt oder auch die Breden markieren kann, eine ganze Mobgruppe tanken kann. Zu guter Letzt haben wir noch als traditionelle Healer-Klasse. Der Medic hat, wie die Nummer schon verrät, die Aufgabe für zu heilen. Aber wenn er keinen Bock darauf hat, stellt er sich an 3 von den Damage-Dealers, weil du kann er noch mal angestuft gehen. Eine andere Neuerung ist die vom Pfad an der Charaktererstellung. Die 4 Pfaden offerieren dem Spieler ein anderes Erlebnis von der Welt. Will ihn zum Beispiel der Kundschafterpfad, wird ihn auf Entdeckungsmissionen geschickt. Et muss die Berge auch abklammen, Grieven analysieren, Schnitzel durch die Meistern und vieles mehr. Dadurch könnt ihr gut Aufweisung anspielen und es macht richtig Spaß. Aber ist da noch Endcontent da? Oh ja, auf Freundesweg. Dungeons sind knackig schwer, weil die Bossmechanics erinnern echt an die von Raid-Bosser. Apropos Raids, ja, die gehen doch. Also wenn sich da herantraut, braucht Reflexer, Koordination und viel Geduld, weil der Schwierigkeitsgrad ist einfach nicht zu realisieren. Die Entwickler sollten, dass sie den Schwierigkeitsgrad sicher nicht aufschrauben werden, weil sie die Spieler wirklich an ihre Grenze bringen wollen. Aber wenn ihr das packt, dann wird so richtig belohnt. Für mich sind dann Nummer 10.000 Gold. A Wildstar geht durch Housing, da heißt, du hast einen eigenen Mini-Planet, wo du dein Haus hast, und kann ihn unglaublich viel erstellen an anderen. Das Haus verbauen, verbannen, den Garten rundherum, also gut wie, da kann ich verändern. Es gibt Tausenden von Items und es kommen da immer mehr bei. Es kann ihr sogar sein Mount aufpassen und seine Rüstungen, wenn ihr will. Zum Schluss noch dann wird ob eine oft gestaltete Frage. Hat das Spiel einen Abonnementszwang? Ja und nee. Es kann entweder all Monat 12 Euro bezahlen, für können zu spielen, oder es kann ihr sich aber auch mit Ingame-Suchen, sogenannte Crats, kaufen, die einem dann Spielzeit ermöglichen. Der Preis von der Crat schwankt gerade noch ganz viel hin und her, weil die noch nicht richtig um 8 sind, weil das Spiel ja recht rauskommt.
Ich denke aber, dass ich spätestens am Endcontent definanzieren kann. Den Announcement-Trailer von Mortal Kombat X ist seit Anfang des Woche online. Der Trailer sieht richtig cool aus, obwohl nicht den Ingame-Footage sehen. Aber das Spiel soll auf der E3 präsent sein. Es wird gemunkelt, da werden da wahrscheinlich, wenn nicht da ist, ganz viele Informationen noch kommen. Sonic Boom, ein neues Sonic-Spiel, ist für ganz viel Gesprächsstoff. Über ist das so, weil das Spiel mich so wirklich an ein Sonic-Spiel erinnert. Das heißt, gehen dann auch mal die Highspeed-Passage mit dem Rest vom Spiel, vom Gameplay aus dem Adventure, zum Genre, den von Gründen bei der Sonic passt. Das Spiel wird auf der E3 spielbar sein, an der Release-Zeitraum aus wie November gelangt. Wie sich noch viel im Frust endlich durch Dark Souls 2 gestorben hört, die kann sich überhaupt noch mit Qualen für bereden. Weil, es kommen mit der The Lost Crowns Trilogie 3 neue Kapitel als Download-Content bei. Crown of the Sunken King kommt den 22. Juli, Crown of the Old Iron King kommt den 26. August, und Crown of the Ivory King kommt den 24. September. Weitere Spieler kriegen nach hier Release-Dates. So können zum Beispiel Borderlands The Pre-Sequel den 24. Oktober raus, Kingdom Hearts HD 2.5 als für den 5. Dezember in Europa geplant, und The Witcher 3 Wild Hunt kriegt ein Release-Datum an 2015, und zwar soll den 24. Februar rauskommen. Night in the Woods, ein Kickstarter-Projekt, wird nach kein Release-Date, mehr als aber für die PS4 konfirmiert gehen. Der Designer vom Spiel, der Scott Benson, beschreibt das Spiel als 2D-Side-Scroller-Adventure/Explorer-Game. Der Design vom Spiel sticht wirklich heraus, und das Spiel soll sich wirklich auf die Story fokussieren, die einzigartig creepy rüberkommt. Super Evil Megacorp! Ein Development-Team mit Veteranen von Rockstar Games, Riot und Playfish hat Vainglory announced. Das Spiel soll ein Mobile-Game sein, das exklusiv für Tablet rauskommt. Da sind ja wirklich auf die Steuerung gespannt, also da muss ich wirklich am Arbeit haben, weil das klingt richtig interessant. Voilà, das war schon die ganze Episode. Aber dann soll ich merci für gucken, für die große Geduld, dass du den immer und Pause, eine halbe Monat Pause schwester mehr. Das war ein bisschen schlecht halt gewählt für sie unzufangen. Ich wollte aber testen dem und anscheinend auch gut umkommen zu sehen und schaffen, dass das richtig viel geht. Voilà, was hier also noch übrig wird schwätzen, ja, bla, ja. Einfach die Sachen liken und so. Am Delen, an Thumbs up gehen, an kommentieren, an für sich und alles. Was war der Welt am Video?